Wenn der Kokowai-Bus wohl einrudelt, müssen Sie doch mal auf dem Haltestellenschild nach, bitteschön. Ja, ja, Ruto. Ich weiß, Ruto hat immer ein bisschen gerne Action, aber ich bin ja einer, der es auch mal etwas gemütlicher mag. Hallo Freunde, willkommen zurück hier zum Abenteuer in der Alola-Region bei Pokémon Sonne und Mond. Wir haben hier wieder mal irgendwie ein Flugviech. Naja, unser Team, ihr seht ja mal kunterbunt durcheinander gemischt. Wir haben sogar mal zweimal die gleichen Typen drin. Hier Feuer, Gift, Unlicht, sprich Feuer, Gift, oder? Und hier haben wir nochmal vertreten Feuer, Gift. Daher bisschen unpraktisch. Wobei Mitsune sowieso bald in die Box soll. Das ist eigentlich mein Ziel für diesen Part. Noch 2 Level zu kriegen für die Entwicklung. Wäre schon cool. Und Dark Toxic dann an den nächsten Folgen, wenn es Level 38 erreicht, damit es dann auch auf die Box geht. Aber wenn es eigentlich ein cooles Pokémon und so weiter ist, Alola Slimer, dann natürlich auch Alola Slimer nach der Entwicklung. Aber ich hätte echt mehr Bock hier auf Salamandra. Vor allem dank Korrosion. Ja, yeah, Mann, er vergiftet jedes Pokémon. Vor allem natürlich noch mit Toxin dazu. Das wäre geil. So, erstmal gucken. Haben wir da irgendwie ein Panzeron hier im Baum drin? Was ist los? Könnte sein. Das sah ja wie ein Ibitag aus. Und es ist auch ein Ibitag. Wobei Z-Move dürfte trotzdem reichen. Und ordentlich Damage machen. Ja, wobei noch Feuerzahn. Egal. Dynamische Maxi-Flamme. Oh yeah, baby. Come on. Und da kommt Mitsunda. Jetzt. Oh oh. Voll fies, Mann. Irgendwie schon. Aber viele Erfahrungspunkte. Kaipora, Level 36. Ach so, mit dem EP-Teiler war. Jetzt haben wir mit Sundange sowieso vorne, also braucht ein EP-Teil nicht mehr unbedingt. Ja, mal gucken, vor allem mit dem Team, das rotiert, oder will ich momentan sowieso ein bisschen rotieren lassen. Heilfeder, also ein bisschen rotieren lassen, ne? Ein bisschen was Neues ausprobieren und so weiter und so fort. Aber dazu bald mehr. Alter, so ein fauler Sack, er steht 1 Meter. Ja, vielleicht ein Quadratmeter, ein schräger Meter, wer auch immer, davon entfernt. Und bitte, Micha, kannst du bitte mal nachsehen? Ich bin ein alter Mann. Ja, wann kommt der Bus? Ich muss einfach nur sagen, ey, ich will Bus fahren. Okay, kommt der Bus. Der Kokowai-Bus. Mit dem ist bald auch Schluss. Okulaniberg. Wieso eigentlich Kokowai-Bus? Hä? Da kann die Form des Kokowais. Hier drüben. Ja, was nicht schon wieder? Der Region, der höchste ist, was? Dann schauen wir da rüber, Michael. Kannst du diesen majestätischen Berg da hinten sehen? Ja, ich bin ja nicht blind. Das ist der Mount Lanakila, der höchste Berg Alolas. Cool. Und jetzt kriegt ein Keks. Es ist ein heiliger Ort. Dort ist mein legendärer Pokémon, das Verkörperung des Mondes gilt am nächsten. Genau dort, auf dem Gipfel des Mount Lanakila. Dort soll eine neue Pokémon-Liga entstehen. Pokémon-Liga? Ernsthaft? Ja, wenn Trainer früher ihre Insellandschaft verändert hatten, traten sie auf dem Gipfel des Mount Lanakila gegen die Inselkönige an, um zum Inselwanderschaftschamp zu werden. Was? Warte mal. Du musst ohnehin, wenn du eine Insel bestehen willst, sag jetzt mal eine Insel abschließen willst, musst du ohnehin gegen den Inselkönig antreten. Es gibt eh nur 4 Inseln, heißt es gibt dann noch 4 Inselkönige. Und dann musst du am Schluss nochmal gegen die 4 antreten? Really? Sind wir reinfallslos, wa? Ich möchte sowohl die Tradition Alolas bewahren, als auch einen Champ hervorbringen, der von der ganzen Welt anerkannt wird. Deswegen soll dort oben eine Pokémon-Liga entstehen, die von würdigen Top 4 verteidigt wird. Ja, so wie in anderen Regionen, ist doch cool, wa? Soll nun so Insellandschaftschamp zu einem weltweit anerkannten Champ werden. Naja, früher waren wir halt nicht so anerkannt und Alola liegt ja ziemlich abgeschieden und deswegen kam hier kaum Trainer vorbei und will Tourismus ankurbeln, ist doch cool, oder?
Und durch den Champ wird die ganze Welt erfahren, wie toll die Trainer-Pokémon Alola sind. Ja, sage ich ja, Alola ist in den Augen der Welt ist Alola scheiße. Das ist die Botschaft, die so ein bisschen rüberkommt im Spiel. Ja, die Gifle an Kohlebergs findest du nicht. Oh, cool, die Sternwarte. Ich weiß. Ja, hier oben finden wir natürlich auch die erste Prüfung, sprich den ersten Captain der Insel. Und zwar da drin, worauf ich aber aktuell weniger Bock habe, ganz ehrlich gesagt, weil ja, es geht dann schon wieder ziemlich rasant voran und so. Und ich will eigentlich vorher hier oben noch ein bisschen trainieren, weil es ist, also doof gemacht, wird übertrieben. Aber ja, es ist eigentlich so, du kannst hier oben ziemlich alles umgehen, einfach direkt reingehen, da den Typen platt machen, sprich den Captain und wieder runtergehen. Nächstes Gebiet, fertig. Aber die Strecke, die wir jetzt mit dem Kokowai-Bus zurückgelegt haben, man sieht es unten auf der Karte schön. Dort, die Strecke können wir auch zurücklaufen und da finden wir überall Trainer. Ja, ein bisschen seltsam gemacht zwar. Miteno. Also leuchten. Was ist es denn noch? Ein Mondball! Hä? Der ist doch aus Johto. Das ist doch Roto sehr voll. Roto hat viel Bock drauf. Aber kein Bock auf den Nationaldex. Roto ist eine faule Sau. Nase juckt gerade ein bisschen. Ja, komm, wir gehen mal runter. Genau, wir müssen erstmal runter und alle Typen platt machen, können wir gegen ihn noch ancatchen. Ich denke, es müsste eigentlich reichen, damit sich unser Mitsunda zu Fuego entwickelt. Das wird cool. Da bin ich doch super froh. Ein Pokémon, was wird das sein? Es ist ein Pipi. Ich muss mal Pipi. Was kann Pipi? Nerven? Singen? Metronomen. Daher, ich gehe hier auf direkt Nummer sicher. Und wieder mal ein bisschen Dancing. Let's Dance in Pokémon-Style. Ja, Mann. Dynamisches Maximum. Pipi? Hat sich ausgepiept. Das war ein Griff ins Klo. Sie meinte Klo. Ja, so schnell kann's gehen. Der nächste bitte. Ich bin heiß auf den nächsten Fights. Ich will alle schlagen, denn ich will Pokémon-Meister werden. Pokémon sammeln, okay, nur eine bestimmte Anzahl. Alles geschnallt. Wer kommt jetzt? Panzeron! Mit 1. Hier geht's überall Panzerons. Müsste, glaube ich, auch normaler Feuerzahn reichen, obwohl es physisch ist. Natürlich nicht, war klar. Trotzdem gibt's ein Level Up für Mitsunda. Mitsunda erreicht Level 33. Ist das geil? Ja, das ist so. Willst du mir verarschen? Kratzfury will das Vieh lernen. Hallo? Sowas von dem hier. Als es echt hoch oben war. Schade, dass er keine Kameraperspektive hätte. Das wäre jetzt geil. Mit der Kamera ein bisschen rumschwenken. Oh, waren wir. Voltwechsel. Auch nicht schlecht. Natürlich eine physische Attacke. Dummerweise, früher war sie speziell. Oder warte mal, ist sie jetzt speziell? Ah, sie ist speziell. Sehr gut. Also früher aber auch physisch war. Wieso gut? Weil ich ja ohnehin noch ein Elektro-Pokémon ins Team holen will. Ein Pokémon, was wir später noch sehen werden, weil es ist Teil der ersten Prüfung hier auf der Insel. Wie soll ich das jetzt schon erwähnen? Ja, ist eben auch eins der Pokémon, das sich zur letzten Form erst auf der letzten Insel entwickelt. Und den Berg, den wir vorhin gesehen haben, sprich dort, wo ja die Pokémon-Liga entstehen soll. Wer weiß, wie lange das dauert. Ja, auf dem Berg dort oben, wo wir dann gar nicht hinkommen, logischerweise. Dort oben entwickelt sich, wie ich schon mal erwähnt habe, Crabbox. Genau.
Crabbox entwickelt sich dort oben weiter und deswegen, ja, ich meine, es sind coole Pokémon, die man relativ in der Grundform relativ früh findet, aber entwickeln kann man sie erst relativ spät. Und das ist scheiße, wie ich finde. Deswegen also vor allem Crabbox, weil dann, ja, da muss eine erste Folge sein. Muss sein. Weil der rübertauschen, ein bisschen trainieren und bevor er sich dann entwickeln würde, sag ich jetzt mal. Also bevor es entwickeln kann, ist eigentlich immer, aber ich will ein bestimmtes Level erreichen. Bevor es das Level erreicht, bis dahin trainierst und wenn es das Level erreicht hat, tauschst du darüber und sagen von Pokémon Sonne aus die Entwicklung. Problem, sonst dauert es lang und das ist doof. Wie viele Trainer gibt es hier überhaupt? Nicht ganz so viele, wa? Natürlich mitten auf der Straße steht der Typ. Hallo, er fährt im Bus vorbei. Alter, sind die teilweise doof. Naja, wer so reinguckt, der muss natürlich doof sein. Wanderer Herbert! Ja gut, über den Namen kannst du streiten. Sedimentur. Och nö, ein Gestein-Pokémon. Das ist doof. Das ist wirklich doof. Er hat Durchbruch. Haben wir schon mal eine Aktion gesehen, oder nicht, wa? Auch nur sowieso 2 Versuche, wa? Kommen wir am Dark Toxic. Dark Toxic! It's your turn, Slimer! Wow. Da hat er echt wehgetan, wa? Und Licht. Ja, ich überlege mich noch ein bisschen hin und her, weil, wie gesagt, als Salamandra trainieren und vor allem zu Amphira entwickeln wäre schon geil. Aber es sieht natürlich auch den Vorteil, den so ein Alola Slimer, Slimer bringt mit Gift und Licht. Das ist echt ein geiler Doppeltypus. Und Unlicht kriegen auch bald schon mal den Säkristall und daher, ja, es hätte ich, also, ja, deswegen natürlich würde ich es erstmal noch in die Teambox ablegen. Da kann man durchaus vorstellen, dass wir Alola Slimer, Slimog noch öfter einsetzen werden. Andererseits, ein Unlicht-Pokémon tragen sowieso schon bald zur Hinterhand. Also weiß bald, ich hätte sagen, jetzt schon. Und zwar natürlich unseren Partner aus der Demo. Quatschutsu, natürlich Ash Quatschutsu. Was auch ein cooles Pokémon ist. Aber, naja, wer wird doch schon, wenn es jetzt schon rübertauschen würde, also vor allem jetzt schon, wäre es halt viel zu einfach schon. Ja, ich muss zugeben, ich dachte mir eigentlich so, das Quatschutsu eher so. Kleinstein, nee. Da muss man aufpassen, Kleinstein hier hat einen anderen Typus. Man sieht es ja, oder Kleinstein. Plötzlich Haare wie dick da. Naja. Es hat einen Typus Gestein noch, aber Bodentyp hat es nicht mehr. Jetzt können wir dreimal raten, was es dann stattdessen hat. Ist so bescheuert irgendwie. Ja, doof ist es nicht. Der Tarnsteine, hallo? Immerhin macht sie noch einen Damage. Jo! Haben wir schon die Antwort, Freunde. Es ist vom Typ Gestein Elektro. Eigentlich genial, wenn es doch noch Schwebe hätte. Ja. Übrigens, wir sehen sowieso noch ein Alola Geowarz ein bisschen später in Sonne. Ich glaube, ich hatte zu dem Zeitpunkt schon eins in Sonne. Das heißt, wenn es nachher ein bisschen Story geht und so weiter und so fort. Also ich schätze mal so in den nächsten 10, 20 Parts, wenn wir noch ein Alola Georock / Alola Geowarz in Aktion erleben. Was eben ziemlich noch cool ist. Ja, im Prinzip die Fähigkeit fand ich jetzt nicht so Bombe, die ich da hatte, aber generell eigentlich eine ziemlich coole Idee. Gestein Elektro, hallo? Am Geowarz, was relativ hohe Verteidigung, Angriff auch nicht schlecht, sprich physisch eigentlich durchaus machbar. Oh, ein Ditto. Ich sehe ganz im ersten Mal ein Ditto. Ey, ich habe in Sonne noch nie ein Ditto gesehen, ganz ehrlich. Wow, das war knapp. Ja, toll. Wir brauchen sowieso ein Ditto noch für künftige Parts, also vor allem zum Ende hin.
Ja, wenn es darum geht, Shinies zu züchten und generell ein bisschen Zug zu betreiben, etc. etc. Hast du nicht gesehen, da will ich ja eigentlich ein bisschen was zeigen. In Anführungszeichen eigentlich. Weil ich noch nicht genau weiß, was. Also denke mal, ein paar wird sicher etwas sein bezüglich halt wirklich, wie man Competitive-Pokémon halt in der 7. Gen irgendwie heranzüchten kann. Sprich, was Vorteile sind gegenüber der 6. Generation. Als Beispiel. Der fange ich relativ schnell. Was auch natürlich, ja, noch eine Variante wäre, um zu zeigen, welche Pokémon man mit der Alola-Form quasi züchten kann, die aber nachdem man sie gezüchtet hat, also sprich, wenn man sie halt züchtet, logischerweise, dass sie trotzdem noch ihre normale Form haben. Das geht unter Umständen auch. Ah! Mir fällt gerade spontan was ein. Nein, es ist nicht Wandler, keine Sorge. Mir fiel gerade etwas aus Naruto ein. Ich glaube, auf Japanisch hieß es Teil doch Henge no Jutsu. Das heißt, da passt wohl nicht hin. Mach mal Hänge, wa? Nee, es lässt nicht hängen, keine Sorge. Es ist einfach nur das Henge no Jutsu. Oder? War das so? So, Dito hätten wir schon mal, ist doch ganz geil. Alles weitere kommt. Scheiße, wenn es soweit ist. Nein, ich will gegen den Typen antreten. Mist. Das war doof, Michael. Jetzt darf ich da hochlatschen. Ist aber eventuell sowieso der einzige Typ war. Der letzte Mal der einzige Typ. Der letzte natürlich, Entschuldigung. Der andere hatte schon ein Magma draußen. Ich glaube nicht, dass der fighten will. Let's fight! Panzeron, wir wissen, das Vieh gibt viele Erfahrungspunkte. Ne, vielleicht reicht es bereits. Ja, komm doch her, Mann. Ja, Mann, mit Zunder. Ich bin voller Zunder. Zunder-Style. Oh oh. Panzeron! Tja, das muss wehtun, wa? Nein! Das gibt's nicht, da fehlt nur ein Erfahrungspunkt oder so etwas in der Art. Was mache ich da? Oder eingerätzt kurz die Erfahrungspunkte checken. Wie viel fehlt mir, als wir es echt ernsthaft wissen? 26, ja gut, ist nicht gerade 1, aber trotzdem. Das ist eigentlich Pillepalle. Und ein Ibitak. Ibitak und Panzeron sind hier offenbar beste Freunde. Oh, ist doch schön. Hab keinen Bock auf dich. Nein, ich finde, mit Zunder verdient schon episch Level Up. Panzeron wäre episch gewesen, Ibitak. Ja, komm. Brennerpfeil ist immer episch. Ein Sammler. Ja, unter Umständen. Seltene Pokémon. Wenn ins Bild kam. Der Philipp! Hallo Philipp, wie geht's denn? Wie steht's denn? Quatermark! Ja, also Pondo zu unserem Sensei. Den Quatermark kann man nur in Sonne fangen und Sensei, also sprich. Hallo? Orangutan, oder? Auf Deutsch. Ich sehe es natürlich nicht mehr. Ja, auf Deutsch ist doch Orangutan, ne? Bin gerade ein bisschen gedanklich abgedriftet. Abgepasst, ja, es ist halt Typus Kampf. Wie ihr seht, es haut ziemlich rein. Aua. Ist auch relativ schnell, aber interessant war. Ich meine, er ist Typus Kampf. Ich bin normal Psycho. Eigentlich müssen normalen Schaden machen, nicht doppelten.
Weil eben, normal, klar, Vorteil, gegen Psycho aber Nachteil. Und dann... Mizunda! Aber gesagt, Orang-Utan? Kommandutan, Trottel. Ja, nein, Oranguru war der englische Name. Entschuldigung, Quatermack und Kommandutan. Mann, ja, sind dann wieder neue Generationen, sind Namen da alle Intus hat. So, jetzt hat natürlich ein kleines Problem. Ich boost mich mal ein bisschen, wa? Dein fucking Ernst, Alter? Denk mich am Arsch. So, komm, Kraftreserve ist die Eis. Nee, Gestein. Wow. Hat sie voll gebracht, Kumpel. So, jetzt reicht's mir. Pusto! Krieg Stab drauf. Klar ist effektiver als ein Ding. Aha. Ich bin schneller. Gut, er wundert mich gerade ein bisschen. Ja, Kommanduta, wie bereits erwähnt. Eigentlich ein ganz cooles Pokémon, vor allem Doppelkampf, aber eben, es muss die richtige Fähigkeit haben, was man nicht hat. Es muss eine richtige Attacke beherrschen, was es erst noch lernt. Das heißt, wenn wir schon im Thema Tituns war, ich werde sicher noch ein richtig geiles Kommandutan noch züchten. Bin ich mir ziemlich sicher. Aber das mal kommen wir zu Mizunda, denn Mizunda macht die Ultra-Digitations... Fuego! Ja, Mann. Was geht ab? Tja, Freunde, das ist Fuego. Fuego an und für sich ein cooles Pokémon. Werde ich jetzt nur einmal noch zeigen, nachher in die Box ablegen. Warum? Wie bereits erwähnt, das war mein Starter in Pokémon Sonne. Wir werden es deswegen in Sonne. Später dann. Wenn wir schon im Thema später sind, ich glaube, es sind etwa 1, 2, 3. Ja, 3, 4, 5, etwa 6 Parts dürfte es glaube ich werden. 6 Parts lang in die Sonne. Ja, noch ein bisschen länger und so. Ja, müssen wir gucken mit Schneiden und so weiter und so fort. Aber ja, wir werden es noch ein paar Mal erleben, von dem her. So, natürlich hat auch Fuego seinen eigenen Spezialattack, was ich ziemlich cool finde, dass jedes Pokémon hier, also vor allem jedes Starter-Pokémon, eine eigene Spezialattacke hat und natürlich auch noch einen eigenen Typus und so weiter. Tja, Feuer und Licht, eigentlich ziemlich geile Typenkombinationen, vor allem geiler als Feuerkampf, was mittlerweile ein bisschen ausgelutscht ist. Aber guck mal die Werte an, Initiative, nix mehr, ist weg Initiative, kannst du nicht mehr brauchen. Angriff, cool, gar keine Frage, Spezialangriff, eher weniger. Verteidigung, Spezialverteidigung, ja, KP auch ein bisschen dazu bekommen, ist eher, ja, ein langsamer Wrestler, kann man sich eigentlich sagen. Er schlägt zu, gar kein Thema, vor allem damit Dark Lariat. Seine persönliche Unlichtattacke. Aber alles andere... Ja, bereits erwähnt, ich war da, also vor allem in Sonne war ich eigentlich ein großer Fan von Fuego, was heißt eigentlich, ich finde es immer noch ein cooles Pokémon. Aber wenn ich die Wahl, also wenn ich mich irgendwie entscheiden müsste, so von wegen, oh, ich brauche ein Feuer-Pokémon, ich wüsste nicht, was für Fuego sprechen würde. Der Typus. Ja, das eventuell. Attacken lernst du natürlich auch ganz cool, es lernt ja noch Kampfattacken und so. Also mit Kampf, Feuer und Unlicht bist du natürlich schon mal ziemlich cool drauf, aber offensiv zu langsam, verteidigungsmäßig, ja... Eher oberes Mittelmaß, das ist schwierig. Das ist echt schwierig. So, Freunde, da klar, ja, das bringt die Attacke. Der Anwender wirbelt mit beiden Armen und prallt sich auf das Ziel. Richtet unabhängig von den Statusveränderungen des Ziels Schaden an. Das ist ja eigentlich geil, wenn man so überlegt, okay. Der Gegner boostet sich voll auf, der hat maximal Verteidigung und so in der Art, das ist auch gegen Relaxo. Obwohl sehr speziell. Ja, nur mal so, oder gegen Hytera und so weiter. Denkst dir, mir scheißegal. Hier, boom, von auf die Ohren gehauen. Es ist schon cool, gar kein Thema, aber eben, es ist... Nee. Was? Was? Ein Tannenhell?
Spiel fuckt mich gerade ab. Wieso kriege ich hier einen Tanne? Ey, das Spiel verarscht mich. Ich habe hier in Sonne nach Ditto und Tunnel gefarmt wie ein... Ja, wie sonst was. Also gefarmt ist übertrieben, vor allem nach Ditto aber gesucht, Tunnel eher weniger. Weil dachte, komm, Tunnel kann ich mir zur Not aus Oras rüber tauschen und so. Aber es kommt einfach eins. Das ist ein fucking Tunnel. Vor allem ich feuer und ich bin eigentlich total im Vorteil gegen Stallpsycho. Yo, Freunde, wieder mal vielen Dank fürs Zusehen. Nächstes Mal werden wir erstmal Tunnel fangen und dann, noch die Route abschließen. Dann noch maximal 2 Kämpfe, wie es aussieht. Und den Captain und das wird dann, glaube ich, mal ziemlich episch werden. Jo, in diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis nächstes Mal. Ciao zusammen.